Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, wir können dich inspirieren und laden dich dazu ein, dir Gedanken dazu zu machen. Wir sind letzte Woche mit dem Timon Studler zusammen in eine neue Serie gestartet, passend zu Ostern, mit dem Namen Ecclesia Recreans oder die erfrischende Kirche. Und wir haben an der Ostern einen von diesen Aspekten, die Kirche ausmacht, ins Auge gefasst, nämlich das Evangelium. Und in dieser Serie möchten wir genau das, wir möchten in die Kirchengeschichte eintauchen und schauen, wo es in der Kirche eben so Aspekte gibt, wo sie so schön machen, wo sie dazu machen, dass wir als Menschen, als Teil von dieser Kirche erfrischt werden, wie sie uns Ermutigung, Orientierung geben und auch in die Gesellschaft auswirken. Und ich muss spontan die Einleitung kurz umstellen, weil für mich ist es jetzt ein erfrischender Moment gewesen, als ich die Familien da vorne gesehen habe. Ich habe festgestellt, dass ich bei allen von ihnen sehr nahe dabei sein bei ihrer Trauung. Ich habe die Menschen trauen. Und ich merke, es ist auch so ein Rahmen, wo man miteinander, nicht einfach als Zuschauer und die Leute, die dann vorne sind, die etwas machen, ist, sondern als Kirche auch zusammen und so einen Moment gestaltet im Leben. Trauung. Dann die Einsegnung. Und es war wunderschön und es hat mich mega gefreut. Genau das macht die Kirche mitunter aus. Wir sind eine Gemeinschaft und miteinander unterwegs. Jetzt zum heutigen Aspekt, wo wir miteinander anschauen werden. Da erzähle ich euch eine Geschichte. Und zwar eine wahre. Und sie hat stattgefunden am 28. Juni 2024. Weit weg von da. Ich bin mit meiner Familie an einem wunderschönen See, natürlich in Finnland, an einem Samstagmorgen am Baden gsi. Und es war wirklich so ein finnischer Traumsommer gsi. 28 Grad, der Strand recht gut gefüllt, das Wasser schön angenehm. Und plötzlich vor uns taucht so eine Gruppe von Menschen auf, so eine familiäre Gruppe. So, es hat wenig Platz an dem Strand, weil alle Finnen hat es rausgezogen zum baden. Und vor uns war es Plätzchen frei gewesen und die Gruppe hat gar nicht so nach Baden ausgesehen, sondern ein bisschen anders. Sie haben ein bisschen schöne Kleider angehabt für das. Und wir haben so ein bisschen noch geschaut, gedacht, ja, hoffentlich kommen sie uns nicht zu nahe, die Tüchlein noch ein bisschen weiter ausbreiten und so, oder? Und dann ist plötzlich noch jemand dazu anzufahren gekommen. Da ist nämlich ein Herr anzubrausen gekommen mit dem Velo, das er am nächsten Baum abgestellt hat. Und er hat so einen weißen Kragen angehabt, einen Collar, sagt man dem. Und er hat eine Tasche dabei gehabt und hat 2 weiße Roben daraus rausgenommen und ist zu dieser Gruppe angelaufen. Und dann hat es uns langsam getagt, dass wir da wahrscheinlich Zeugen werden von einer Erwachsenen-Taufe von der lutherischen Kirche am Stadtsee von Jyväskylä, mitten am Tag, mitten unter den Menschen, mitten in der Gesellschaft. Und genau so war es. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Habe ich den Keim gefüttert und jetzt noch ein bisschen eingezoomt. Und ich bin froh, dass man Gesichter nicht sieht. Die Menschen wissen nicht von dem, dass sie jetzt da sind. Aber es steht als ein symbolträchtiges Bild. Der Pastor und die Frau, die sich taufen lassen, sind in den See rausgewartet. Aber viel bewegender war für mich der Moment vorher gewesen, weil wir sind wirklich etwa 5 Meter entfernt gesessen. Und dann hat der Pastor mit ihr zusammen ein kleines Ritual gehalten. Und sie hat das Bekenntnis für Christus abgeleitet. Ja, auf Finnisch, ich habe nichts verstanden. Aber ich habe die Emotionen von dieser Frau gemerkt und es hat mich tief bewegt. Und wir waren da mit unserer Familie, alles auch Christen, es war irgendwie schön. Wir haben das Gefühl, wir können wie dort mit dabei sein, mit beobachten und auch ein bisschen Schutz mitgeben. Es war ein spezieller Ort. Und es hat mich mehr erfrischt als Bad in diesem schönen See. Den Moment mitzuerleben und zu sehen, wie die Frau ein Bekenntnis zu Christus ableitet. Das ist Glaube lebendig, mitten im Alltag, am Badestrand. Und jetzt wissen das wahrscheinlich alle. Wir reden heute über die Taufe. Und wir feiern die Taufe nächste Woche. Das als ein kleiner Vorgeschmack. Wenn wir heute die Segnungen haben, nächste Woche feiern wir die Taufe hier rein. Und heute reden wir über sie. Dass wir das eine Woche nach Ostern machen, passt auch mega gut. Weil es ist eine Tradition in der alten Kirche, dass man die Menschen am Ostersonntag getauft hat. Und so habe ich auch mitbekommen, das ist weiterhin an gewissen Orten so, dass letzte Woche in unserer Nachbarschaft ein Mädchen getauft worden ist am Ostersonntag und ein grosses Fest gefeiert worden ist. Taufe und Ostern gehören zusammen und man hat lange dann auch die Zeit vor der Ostern gebraucht, um sich so noch wie vorbereiten auf die Taufe, die dann stattgefunden hat. Das passt also. Jetzt muss ich aber noch eine Vorbemerkung machen. Es geht nicht nur um Ostern und Taufe, sondern auch darum, dass die Taufe auch gewisse Spannungen mit sich bringt, gerade auch für uns.
hier in der Schweiz. Und das können wir nicht aussen vor lassen, wenn wir über die Taufe reden. Und ein bisschen zeigt sich das auch an meinem persönlichen Leben. Ich bin in die reformierte Kirche hineingeboren worden. Und darum bin ich auch am 20. November 1983 in der Mattenbach-Kirche in Winterthur getauft worden. Mit einem schönen Taufröckchen. Es hat blaue Blümchen drauf gehabt. Es gibt noch Bildchen. Habe ich nicht mitgebracht. Das habe ich erlebt als Kind. Und trotzdem habe ich dann später als junger Mann, der eine sehr prägende Zeit von seiner Entwicklung in einer Freikirche, in der GVC, erlebt hat, im Jahr 2000 eine Glaubenstaufe gehabt, im Ziegelweiher in Dinhard im Juli. Und es war saukalt. Wieso auch immer. Und habe nochmal eine Taufe erlebt dort, als Erwachsener auf meine eigene Entscheidung hin. Und somit ja, ein Bekenntnis da, ich bin wieder getauft. Warum erzähle ich das? Weil genau diese Thematik in der Kirchengeschichte auch für einiges Aufruhr gesorgt hat. Kindertaufe ist eine Tradition, die man in der reformierten Kirche, in der reformatorischen Praxis macht. Und sie ist etwas mega Schönes. Weil sie ist ein Bundeszeichen, ein Ausdruck von der voraussetzungslosen Gnade von Christus, die über das Leben von diesen Kindern kommt. Das ist eigentlich etwas Fantastisches. Und der Erwachsene oder Glaubenstaufe, wie wir sie praktizieren in den Freikirchen, ist eine Taufe aufgrund von einer bewussten Entscheidung, ein Ausdruck von einem persönlichen Bekenntnis zu Christus. Das ist eine andere Betonung. Und ich habe beides gemacht. Und für die einen Leute ist das schon schwierig. In unserer Tradition ist es weniger schwierig. Das haben einige wahrscheinlich auch hier so erlebt. Wir taufen in unserer Tradition Menschen als Erwachsene mit der Glaubenstaufe. Und Kinder segnen wir ein, passend zu heute Morgen. Das heisst, wir befehlen sie im Gebet Gott an. Das ist so, wie wir das machen. Mir ist aber mega wichtig zu sagen, dass auch die Kindstaufe eine starke Bedeutung hat. Und vielleicht bist du als Kind tauft, nicht als Erwachsener. Und mir ist noch wichtig zu sagen, ich glaube, das ist etwas enorm Wertvolles. Und es ist genau das, der Ausdruck von dieser Gnade von Gott, der dein Leben trifft, noch bevor du irgendwas dafür tun kannst. Und ich will auch das als wertvoll anschauen. Wir in unserer Tradition sehen es nicht als ein Problem, denn das später auch noch als eine erwachsene Person aufgrund von einer eigenen Überzeugung zu machen. Oder als religiös mündige Person. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass es das eben auch immer zu Spannungen geführt hat. Während nämlich Taufe heute bei uns so als ein sehr wichtiger Moment in der Nachfolge von Christus angeschaut wird, ist sie manchmal auch in unseren Kreisen ein bisschen optional. So noch als Add-on, das man dann vielleicht mal noch macht. Und wir müssen uns bewusst sein, dass gerade im Kanton Zürich, um uns herum, die ersten Freikirchler, die ersten Leute, einen höheren Preis gezahlt haben für das, dass sie sich als Erwachsene taufen lassen haben. Insbesondere im Kanton Zürich. Am 21. Januar 1525, also vor 501 Jahren, hat in Zürich die erste Taufe von der Täuferbewegung stattgefunden, Erwachsenentaufe. Und zwar war das eine Gruppe von Männern, Weggefährten vom Reformator Zwingli, die eigentlich lange mit ihm mitgezogen haben, aber dann in Bezug auf die Taufe zu einem anderen Schluss gekommen sind. Auch inspiriert von der Taufe von Johannes, wo Erwachsene getauft hat, haben sie sich als Männer gegenseitig getauft. Sie sind die ersten Wiedertäufer gewesen. Für den Zwingli, der Reformator, hat sich da ein grosser Konflikt aufgetan. Und bei allem Guten, was er bewegt hat, ist da auch eine Spannung entstanden, die sehr unschön war. Der Zwingli hat die Einigkeit von Staat und Kirche in Gefahr gesehen. Und das Ereignis von dieser ersten Erwachsenentaufe hat dazu geführt, dass man die Täufergruppen, so hat man sie genannt, im Kanton Zürich verfolgt hat. Die mussten sich verstecken im Zürich Oberland. Und ein Bild ist uns übermittelt. Das ist die sogenannte Täuferjagd im Trachselwald bei Grüningen im Zürich Oberland, wo sich die Gruppen zurückgezogen haben und gleichzeitig doch nicht können schweigen über ihre Überzeugung und somit sind sie wieder verfolgt worden. Und es hat dazu geführt, dass man die auch gefangen genommen hat und 1527 der Felix Manz bei den Schipfen in der Limmat als erster von vielen Märtyrern für seinen Glauben an die Erwachsenentaufe ersäuft worden ist. Auch da habe ich euch ein Bild dabei. Schrecklich. Aber es ist Realität und wir können das nicht einfach weglügen, wenn wir über die Taufe reden. Das ist ein Teil von dem, was die Taufe mit sich gebracht hat in der Kirchengeschichte, ganz nah um uns. Leider
scheint Taufe und Streitigkeiten darüber damals nicht besonders erfrischend gewesen zu sein. Und trotzdem ist sie wichtig für uns. Und trotzdem leben wir sie. Und so möchte ich euch mitnehmen nach dem Ausflug in die Kirchengeschichte in die Bibel und in die Bedeutung der Taufe, wie sie uns die Bibel wiedergibt. Und da ganz kurz zu machen, im Alten Testament wird nicht von der Taufe geredet. Es gibt im Alten Testament rituelle Wäschungen. So ein Beispiel für die von euch, die dort ein bisschen bewandert sind, ist, die Priester haben eine Anweisung bekommen, der Aaron und seine Söhne, schon bei der Stiftshütte und bei ihrem Dienst daran, sich zu waschen, wo so ein bisschen ein Element hat von dem, was Taufe dann bedeuten kann. Aber konkret, das Taufritual ist aus dem Alten Testament nicht bekannt. Das kommt dann im Neuen Testament auf. Und der erste grosse Moment der Taufe ist stark geprägt durch eine Person und eine Figur. Das ist der Johannes der Täufer, natürlich. Er taucht auf am Anfang vom Neuen Testament und hat Menschen eingeladen, sich taufen zu lassen. Oder, wenn man es eben auch anders sagen könnte, er war nicht der Johannes der Täufer, sondern der Johannes der Untertaucher. Ich möchte euch mitnehmen ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 3. Johannes, der als Untertaucher bekannt war, fing an, allen zu verkündigen: Ändert euer Leben grundlegend, denn Gottes gute Herrschaft ist ganz nahe. Ja, er selbst steht vor der Tür. Die Leute aus Jerusalem und der gesamten Provinz Judäa liefen zu ihm hin und auch die an den Ufern des Jordanflusses wohnten. Sie ließen sich von ihm im Wasser des Jordans untertauchen. Dabei benannten sie ihre Verfehlungen klar und deutlich. Die Taufe von Johannes war ein Zeichen von der Umkehr. Ein Ritus. Er hat Menschen eingeladen und gesagt, wendet euch ab von euren unguten Wegen. Das heisst, sie haben ihre Verfehlungen klar und deutlich benannt. Und wie es uns im Markus-Evangelium berichtet wird, hat er auch aufgerufen, dass die Taufe steht für die Vergebung von der Sünden, von den Zielverfehlungen der Menschen. Er hat Menschen eingeladen, sich mit dem Ritual bewusst zu werden, dass sie ihr Leben ausrichten auf das kommende Reich von Gott. Und wir müssen uns bewusst sein, das war auch noch ein bisschen provokant damals, weil die Einladung zu der Vergebung der Sünden durch die Taufe zu erfahren, ist auch in einem Kontrast gestanden zu dem, was im Tempel üblich war und was man dort gemacht hat. Das so als Vorbemerkung. Und wie wir alle wissen, ist dann der grosse Moment gekommen, wo sogar Jesus selber beim Johannes am Jordan auftaucht ist. Wenig später im Markus-Evangelium im Matthäus-Evangelium wird uns davon berichtet, dass Jesus an Jordan gekommen ist, um sich taufen zu lassen. Und natürlich hat der Johannes als Erster, wie wir ja auch ein bisschen Fragen gehabt, wieso lässt sich der Sohn von Gott taufen? Der Johannes hat einen Blick gehabt für Jesus. Er hat gewusst, einer kommt nach ihm. Er hat auf das auch hingewiesen. Und er hat natürlich gesagt, Moment, ich habe es nötig, dass du mich taufst. Aber Jesus hat ihm klar gesagt, nein, lass es geschehen. Ich lasse mich von dir taufen. Es ist richtig so. Vielleicht geht es dir wie mir und wir können uns fragen, wieso ist das so gewesen? Wieso lässt sich Jesus vom Johannes taufen? Wieso ist das nötig? Vielleicht einer der bedeutendsten Aspekte, die wir daraus nehmen können, ist, dass die Taufe von Jesus auch den Start von seinem Dienst darstellt. So berichtet es uns die Evangelisten. Also die Taufe steht am Anfang von seinem öffentlichen Wirken und man könnte sagen, es ist auch die Bestätigung, dass Jesus eben der angekündigte Messias ist. Das zeigt sich nämlich dann, wo der Johannes Jesus tauft. Es wird uns dann berichtet, dass nachdem er aus dem Wasser gestiegen ist, sich der Himmel geöffnet hat. Und dass der Geist Gottes auf ihn herabgekommen ist. Und jetzt Achtung, wir denken immer, es war eine Taube gewesen. Es steht aber wie eine Taube. Sprich, es ist eine Erscheinung, die man nicht beschreiben kann. Und wenn man es nicht beschreiben kann, dann versucht man Worte zu finden, die man hat. Da ist etwas auf ihn oben herabgeschwebt. Es hat ausgesehen wie eine Taube. Es ist der Geist Gottes, der auf ihn gekommen ist und ihn eingenommen hat. Und dann hat eine Stimme ertönt, die gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine Freude. Es ist die Bestätigung, dass Christus der Messias ist. Und vielleicht können wir uns da auch noch das Rabbinertum in Erinnerung rufen. Jesus war ein Rabbi im Volksverständnis, ein Gelehrter. Und die Rabbiner haben immer Menschen gehabt, andere
Rabbiner zumeist, die sie bestätigt haben. Also man nicht einfach kommen und sagen, ich bin jetzt ein Rabbi, sondern man ist meistens eine Schule durchlaufen und dann ist es wichtig, dass andere, die auch als Rabbis angesehen werden, sagen, ja, das ist im Fall auch ein Rabbi. Auch wenn er es vielleicht ein bisschen anders sieht, aber das ist auch ein Rabbi. Und wir sehen da, dass das eine Art passiert, weil der Johannes ist im Volksverständnis auch einer gewesen, wo man auf ihn gehört hat. Und er bestätigt das und dann kommt das große Wunder und vom Himmel kommt die Stimme auch, das ist mein geliebter Sohn. Es ist der Startschuss und das ist wichtig gewesen. Und darum lässt Jesus sich taufen. Und zugleich sehen wir drin natürlich auch etwas Wunderschönes, nämlich ein Vorwirken aufs Kreuz, wo wir letzte Woche darüber gehört haben. Dass Jesus sich schon da mit der sündhaften Menschheit solidarisiert. Dass er selber in das Wasser steigt. Dass er selber in die Umkehr mit hineingeht. Und das schon so ein Vorgeschmack ist auf das, was er am Kreuz machen für uns. Ich glaube aber, dass Taufe jetzt, dass man sie heute so feiert, auch bei uns in der christlichen Gemeinschaft weiterhin noch viel mehr damit zu tun hat, mit dem, was Jesus am Ende von seinem Wirken über Taufe gesagt hat. Und so kumpen wir jetzt vom Anfang vom Matthäus-Evangelium an den Schluss. Und wir lesen dort das letzte Wort von Jesus an seine Jünger, berühmte, in Matthäus Kapitel 28. Dort sagt nämlich Jesus seinen Jüngern, die versammelt sind um ihn, nachdem er auferstanden ist, was sie machen sollen. Und er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Nachfolgern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jesus hat seinen Jüngern das aufgetragen. Er hat gesagt, ruft Menschen in meine Nachfolge und mit dem verbunden kommt auch die Taufe. Die Taufe gehört zu dieser Nachfolge. Und ja, sie ist in unserem Verständnis nicht heilsentscheidend. Aber sie ist ein wichtiges äußeres Zeichen von einer inneren Wirklichkeit. Die Heilsentscheidung, die geschieht bei dir in dieser Hinwendung zu Christus. Wenn du den Ruf von Jesus hörst in dein Leben, der tönt ganz unterschiedlich. Aber er könnte tönen, folg mir nach und richte das Leben an mir aus. Und dann kommt die Hinwendung. Das ist eine innerliche Sache, die sich aber äußerlich zeigen darf in deinem Lebenswandel und auch in dem Akt der Taufe. Und so möchte ich euch mitnehmen, um das Konzept der Taufe und was es für uns bedeutet, noch ein bisschen genauer erörtern. Wir haben das Wort Taufe, wie früher auf der Flanellwand, oder? Ich habe gedacht, ich mache es mal so. Auf Griechisch heißt das Baptizo. Im Englischen ist das noch sehr nahe, oder? Baptism, und es gibt die Baptist Churches. Das ist Täuferkirchen und eigentlich heisst das Wort Taufe ist ja schon so ein bisschen etwas Spezielles oder etwas Religiöses für uns. Das heisst eben ganz einfach eintauchen oder untertauchen. Und ich finde, es drückt das schön aus. Es geht um etwas Ganzheitliches, etwas, das uns umgibt, umhüllt, über uns kommt, uns ganz einnimmt. Und dann möchte ich euch gerne 3 Aspekte, die die Taufe mit sich bringt, ein bisschen näher bringen, in den nächsten paar Minuten. Wie das Wort schon sagt, eintauchen und untertauchen geht es da dabei um das Element vom Wasser. Und Wasser hat eine grosse Bedeutung durch die ganze Bibel durch. Es steht insbesondere für Gottes Rettungshandeln. Gott rettet schon im Alten Testament immer wieder durchs Wasser durch. Folgendes Muster können wir sehen. Gott rettet den Noah durchs Wasser. Im 7. Kapitel der Bibel. Gott rettet den Mose im Schilfkörbli auf dem Nil. Und später das ganze Volk im Durchzug durchs Meer, durchs Schilfmeer. Gott rettet nachher auch das Volk ins verheißene Land unter dem Josua. Josua Kapitel 3. Über den Jordan spannenderweise. Ein Schelm, wer Böses denkt, dass der Johannes ja genau dort getauft hat. Oder eben Gutes denkt, dass es könnte in Bezug schaffen. Also das Wasser und durchs Wasser durchgehen, steht immer auch eng verbunden mit Gottes Rettungshandeln. Und Taufe ist dann die neutestamentliche Fortsetzung von dem Muster. Wasser, wo uns rettet. Wasser, durch das wir durchgehen. Und natürlich Wasser aber auch, wo uns reinwäscht, reinigt. Von unserer Falschheit, von dieser Bosheit, die ein Mensch anhaftet, von den inneren Abgründen, die wir in uns tragen und unseren Unzulänglichkeiten. Das Wasser ist ein wichtiger Teil und darum tauchen wir die Menschen ins Wasser. Unter und wieder rauf. Das Zweite, und der Aspekt ist mir neu ganz lieb geworden, mega bedeutsam ist, dass Taufe grosse Bedeutung auch hat für das Teilhaben an der christlichen Gemeinschaft.
Ich möchte euch nochmal mitnehmen in den Text in Matthäus 28. Wir lesen dort, ruft die Menschen in meine Nachfolge, macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen. Wir sehen also, dass die Taufhandlung ist in dem Kontext vom gemeinsamen Nachfolgen. Und gerade wenn wir auch als Lehre denken, müssen wir verstehen, dass im damaligen Kontext ist Lehre nicht einfach gewesen, ich sitze jetzt in einem Online-Seminar und dann habe ich es abgehökelt, ich klicke mich durch so ein schriftliches Ding durch, sondern man hat zusammen gelebt. Man hat zusammen, ist man einem Rabbi nachgefolgt. Miteinander ist man eine Lerngemeinschaft gewesen und hat in dieser Gemeinschaft miteinander eben gelehrt. Und somit ist die Taufe auch ein Symbol für ein Teilwerden von dieser Gemeinschaft der Nachfolgenden. Es ist die Eingliederung, symbolisiert durch die Figur, die du und ich sein können, die Teil werden von dem grösseren Ganzen. Die Taufhandlung, die geschieht in der Gemeinschaft, wo andere Zeugen sind davon. Das ist enorm wichtig. Taufe ist ein Ereignis, das wir im Miteinander machen. Und es sagt auch etwas aus darüber, dass wir eben vor Gott alle gleich sind. Der Paulus geht auf das ein im 1. Korintherbrief, wo er sagt, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wir müssen uns bewusst werden, dass, wenn er die Worte ausspricht, Nichtjuden und Juden, Sklaven oder Freie, dass er die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten anspricht. Taufe ist ein wunderbares Symbol, das aussagt, dass wir von Gott alle gleich sind. Dass von Gott unsere Milieus, heute macht man Milieustudien, keine Rolle spielen. Dass wir die Taufe empfangen können und in dem hinein gleichwertiger Teil werden. Und ich möchte dich herausfordern, dir das zu überlegen, gerade in Bezug auf die Kirche. Die Kirche ist nicht eine Gemeinschaft von deinem Milieu, sie soll das nicht sein. Jetzt, natürlicherweise bewegen wir uns in unserer Gesellschaft in Milieus. Und es ist im Fall gemäß Theorie sehr schwierig, die Milieus zu überwinden. Aber gerade in der Kirche soll ein Ort sein, wo wir auch in dieser Vielfalt oder grösstmöglichen Vielfalt, wenn irgendwie das auch geht, können zusammenkommen. Und ja, ich weiss, du und ich, mir geht es wahrscheinlich gleich, wir haben nicht alles da drinnen, nur Freunde. Wir haben auch Leute, wo wir denken, mit denen würden wir sonst nie zusammenkommen. Und Taufe ist ein wunderbarer Ausdruck von dem, dass genau das möglich ist in der Nachfolge von Christus. Dass wir mit dem in unseren Augen Sklav oder Herrscher oder mit dem in unseren Augen Nicht-Jude oder Jude, das, was wir alles anders sehen, eben uns finden und Teil werden in dieser Gemeinschaft. Das ist eine unglaublich starke Bedeutung, die die Taufe in sich trägt. Wir sind ein Leib. Und das feiern wir in der Taufe. Und als drittes und auch sehr wichtiges geht es um Teilhabe am Rettungshandeln von Gott. Taufe steht symbolhaft dafür, dass wir errettet sind, nicht nur durchs Wasser, sondern auch errettet vom Tod, wo unser Leben zwingend darauf hinführt und von der Auferstehungskraft von Christus angesteckt. Und ich möchte euch da mitnehmen, den berühmten Tauftext aus dem Römerbrief, wo der Paulus an Christen in Rom schreibt. Und sie fragt, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Taufe, und das, was wir nächste Woche feiern werden, ist ein Symbol dafür, dass wir Anteil haben am Tod von Christus, an dem, was er auf sich genommen hat, um eben all unsere, schon erwähnte, Boshaftigkeit auf sich zu nehmen. All das, was nicht gut ist in unserem Leben. Unsere inneren Verwirrungen, die uns nicht ans Ziel führen, nämlich zu einem Leben mit Gott. Und dass wir Anteil haben an dem Tod, den er für uns auf sich genommen hat. Und dass wir dann auch Anteil haben an dieser Auferstehung, die nur Gott wirken kann, am Leben in Ewigkeit. Und so geht man runter unter das Wasser und wieder rauf, genau als Sinnbild für das. Die Auferstehungskraft macht unser Leben neu. Was für ein starkes Zeichen. Wir machen jetzt keine Abstimmung, aber ich habe mir natürlich überlegt,
Wie viele Leute sitzen da drinnen, die schon getauft sind? Ob als Kind, ob als Erwachsene. Wie viele sind noch nicht getauft? Ich habe keine Ahnung. Schätzung 70-30. Keine Ahnung. Und dann ist ja schon die Frage, was machen wir mit einem Sonntag über die Taufe? Wie wenden wir das an in unserem Leben? Wir stehen da unterschiedliche Punkte. Ich möchte jetzt auch nicht eine grosse Wiedertaufveranstaltung organisieren. Wir pflegen bei uns in der GVC die Tradition der Glaubenstaufe als mündige Personen. Und das ist ein einmaliges Ereignis und das verliert seine Gültigkeit nicht. Weil das ist geschehen. Gottes Heilshandeln verliert seine Gültigkeit nicht. Es basiert auf Gottes Treue und nicht auf unserer. Mega wichtig. Und viele von uns sitzen jetzt drin und sind schon getauft und denken darum vielleicht gerade besonders auch, hey, was kann ich denn jetzt da noch mitnehmen? Und ich möchte mit 3 Sachen schliessen für unser Leben, die unterschiedliche Gruppen werden ansprechen, aber auch uns alle. Und das erste geht uns alle an. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dass wir die Taufe nicht verdienen können. Egal, ob du schon getauft bist oder ob du dir das überlegst oder merkst, du stehst an dem Punkt, es ist nicht dein Verdienst, an den Punkt zu kommen, wo du dich taufen lassen kannst. Taufe ist ein Symbol für ein Geschenk, nämlich für das Ergriffensein von Christus und für das Hören von seiner Einladung, ihm nachzufolgen und für das auf das Antworten und das sichtbar machen. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte, die das wunderbar ausdrückt, von einem ranghohen Beamten aus Äthiopien, der nach Israel gereist ist, weil er fasziniert war vom Gott der Juden und er wollte mehr über ihn erfahren. Und die Geschichte berichtet uns erst dort, wo er schon wieder auf dem Heimweg ist und er in der Jesaja-Rolle in seinem Gefährt liest. Und dann wird ihm der Philippus, das ist ein Jünger von Jesus gewesen, Jesus ist aber dann ja schon aufgefahren in den Himmel, wird ihm über den Weg geschickt. Und dann passiert genau das, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Der Philippus erklärt nämlich, lehrt der äthiopische Kämmerer, was er da liest in diesen Jesaja-Rollen, prophetische Botschaften über Jesus, verkündigt ihm das Evangelium. Und dann kommen sie an den Punkt, wo die Frage ist, ja, steht jetzt etwas im Weg, dass sich der äthiopische Hofbeamte taufen lässt? Und es ist klar, nein. Und sie halten da und er lässt sich taufen in dem Moment. Nicht, weil er zuerst noch 5 Jahre durch die Schule der Nachfolge gehen und selbst dies und jenes machen, sondern weil er ergriffen war von dieser Botschaft von Jesus Christus, wo ihn einlädt, folg mir nach. Und gesagt hat, das will ich machen. Taufe können wir uns nicht verdienen. Und vielleicht kommen wir da auch nochmal zurück zu dieser Schönheit von der Kindertaufe und dieser Bedeutung. Auch wenn wir die nicht praktizieren, ist sie eben ein Ausdruck, weil sie ein Zeichen ist von der voraussetzungslosen Gnade von Gott. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass ich kürzlich in einem Buch darauf gestoßen bin, was die Bedeutung ist von diesen Taufsteinen, die teilweise im Eingangsbereich von traditionellen Kirchen stehen. Wenn man einläuft, gibt es Kirchen, die haben beim Eingang zu einen Taufstein oder einen Taufbrunnen, ein Becken mit Wasser. Und das ist bewusst dort. Das ist, dass die Menschen, die einlaufen und ja schon irgendwann als Kind reingetauft worden sind in die Kirche, an dem Taufstein vorbeilaufen. Man kann dort die Hand tunken, man kann sich betupfen, man kann es wahrnehmen. Und es ist ein Zeichen dafür, dass bevor du in die Kirche kommst und kommst anbeten und deinen Dienst auch an Gott tust, die Gnade von ihm dich schon lange erreicht hat. Wie schön ist das? Was für eine Haltung für uns auch, um da hinzukommen, in diesem Wissen. Wir können uns die Taufe nicht verdienen. Punkt 1. Zweiter Punkt. Der richtet sich an all die Menschen, die noch nicht getauft sind. Ich möchte dich einladen, wenn du ergriffen bist von der guten Nachricht von Gott, wenn du den Ruf von Christus gehört hast, folg mir nach, dann stellt sich die Frage, ob du dich taufen lassen sollst, als ein sichtbares Zeichen von einer inneren Wirklichkeit. Jetzt ist mir wichtig, das soll man nicht leichtfertig machen. Das ist ein wichtiger Entscheid. Und gleichzeitig möchte ich die Einladung aussprechen. Wir feiern nächste Woche Taufe und wir wären ready, um Leute dann auch noch taufen zu lassen. Wir haben auch schon Anmeldungen, wir freuen uns riesig. Aber die Möglichkeit besteht. Wir handeln es aber auch so, dass man sich jederzeit bei uns in der Kirche auch in seiner Small Group taufen lassen kann. Weißt du, wie schönes Fest, du kannst zusammen feiern. Wenn du merkst, jetzt, das ist schnell oder was auch immer, auch das soll mal wieder gesagt sein. Man kann sich, da hinten haben wir ja gerade einen Bach am Eulachpark, das ist auch ein schöner Ort. Es wäre mal ein Abend, oder? Jetzt, wo es wieder ein bisschen wärmer wird. Und wenn es kalt ist, ist es auch gleich. Eine Taufe zu feiern in der Small Group. Es ist eine Einladung, die ich aussprechen möchte. Es ist ein Zeichen von einem Herrschaftswechsel vom eigenen Leben. Es sagt, ich bin nicht mehr Chef, sondern ich will mein Leben an dir, Christus, ausrichten. Ich will mich ausrichten auf das Reich von Gott und auf die Nachfolge. Was hindert dich allenfalls daran?
Wenn es da Sachen gibt, die du spürst, hey, dann tu die auch nicht einfach wegschieben und sag, jetzt mache ich es einfach, sondern hey, überleg dir, was dir helfen würde. Mit jemandem mal noch ein Gespräch suchen. Mit jemandem vielleicht mal noch austauschen darüber. Etwas mit Gott bereinigen. Aber die Einladung möchte ich aussprechen. Lass dich taufen, wenn du vom Ruf vom Evangelium, wo wir letzte Woche darüber gehört haben, ergriffen bist. Und dann das Dritte wieder, dann für die andere Gruppe. Wenn du drin bist und zu den Tauften gehörst, vielleicht sogar zu den Wiedertauften, dann ist mein Ruf an dich, erinnere dich an die Taufe. Ich möchte nochmal in den Römertext gehen, Römer 6, wo es heisst, wir sind mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Und dann kommt der Schlussteil. Weil nun aber Christus von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Taufe ist ein einmaliges Ereignis, aber die Wirkung der Taufe, die ist andauernd, die soll weitergehen. Die greift zurück, die wäscht uns rein, aber es ist auch der Boden für ein Leben in der Nachfolge. Und ganz ehrlich, ja, der Schmutz vom Leben kommt immer wieder rein. Und so ist die Erinnerung an die Taufe auch etwas Kostbares und kann uns stärken, um in dieser Nachfolge weiterzulaufen. Es kann uns stärken und helfen, ein neues Leben zu führen. Wo soll unser Alltag prägen? Die täglichen Entscheidungen, nicht nur die in der Kirche, sondern dort, wo es wirklich darauf ankommt, wo du unter Stress bist, wo du unter Anfechtung bist, unter Anfindung, wo es kracht die Hause, wo dich alles herausfordert. Dort soll es dich prägen. Und so möchte ich uns einladen, die Tauften, zu überlegen, wie kann ich mich auch immer wieder mal an die Taufe erinnern. Und ein ganz einfaches Trittbrettchen, das ich dir geben könnte, wäre, das jeden Morgen täglich zu machen. Der Paulus schreibt im Galaterbrief über die Taufe, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, darum sage ich das jetzt an dir, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Jeden Morgen leist du dich an, ich hoffe, Semmel. Und wieso nicht? Das zum Anlass nehmen. Ich meine, man kann schon die ganze Nacht nehmen. Am Abend ziehst du deine Kleider ab. Manchmal sind sie dreckig, ab und zu sollte man es wechseln. Dann tut man sie in die Wäsche. Dann schlaft man. Der Schlaf ist immer auch ein Zeichen für das Teilhaben. Das Leben wird ruhig, ja, ganz ruhig. Vielleicht auch ein Bild für Teilhaben an dem Tod von Jesus. Und am Morgen kommt die Auferweckung. Und das Aufstehen, ich lege neue Kleider an, wieso nicht, beim aus dem Bett steigen, sich das ins Bewusstsein rufen. Ich bin getauft. Ich erinnere mich an die Taufe, die ich hatte. Und ich lege heute neue Kleider an. Im Bewusstsein, hey, ich lege Christus an. Ich habe Anteil an ihm. Und das hilft mir, zum dort, wo mein Mensch immer wieder reindrängt. Vielleicht schon so ein bisschen vorausgerichtet sein und den ein bisschen mehr auch auf der Seite zu behalten. Den Zuspruch auch anzunehmen, ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Er hat mir neue Kleider geschenkt. Gestern ist vergangen, die Vergebung ist wahr und real. Und ich darf heute neu starten. Die neuen Kleider anlegen. Es wäre so etwas ganz Kleines im Alltag. Vielleicht hilft dir etwas anderes. Du kannst es auch mit dem Kaffee machen und dich mit Kaffee taufen. Ist mir eigentlich gleich. Aber erinnere dich an Taufe. Oder? Erinnere dich an Taufe. Es ist gut. Und vielleicht gibt es auch Momente, wo man mal ganz bewusst eine Tauferneuerung begehen kann. Vielleicht merkst du in deinem Leben, du bist an einem Ort, die Taufe ist sehr weit her. Und dein Leben ist nicht mehr zwingend in dieser Nachfolge orientiert. Und dann kann es sich schon lohnen, zu sagen, ich will eine Tauferneuerung machen. Dazu musst du nicht nochmal ins Wasser steigen, weil wie gesagt, Gottes Treue ist grösser als deine. Aber es kann sich lohnen, um mit jemandem zusammen bewusst zu sagen, ich will mich an meine Taufe erinnern, ich will für das beten. Ich will innerlich nochmal Ja sagen zu dem, was ich damals an diesem Datum entschieden habe. Das zu gestalten in einem kleinen Ritual ist eine Einladung, vielleicht gerade wenn du merkst, du bist in einer Zeit von der Anfechtung, wo die Nachfolge umstritten ist. Wir können uns Taufe nicht verdienen. Es ist eine Einladung, lass dich taufen. Es ist eine Einladung, erinnere dich an deine Taufe. Und als letztes, im Ausblick auf nächste Woche, hey, freuen wir uns zusammen am Geschenk von der Taufe, das wir in der Kirche bekommen haben. Taufe ist ein Geschenk an uns. Ein Geschenk, das wir Freude haben dürfen. Ein Geschenk, wo wir uns freuen an dem, was wir schon erlebt haben damit. Und wo wir uns daran freuen, wenn es andere erleben. Und nächste Woche werden wir das gemeinsam hier im Gottesdienst. Und ich freue mich riesig drauf. Erfrischende Kirche. Taufe als ein Moment, der zur Erfrischung in deinem und meinem Leben werden darf. Ich möchte einen kurzen Moment uns Zeit nehmen und uns auch überlegen, hey, was hat die Taufe mit meinem Leben zu tun? Und dann werde ich schließen mit dem Gebet.
Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für dein Geschenk von deinem Sohn, das du geschickt hast auf die Erde, damit er uns begegnet und auch uns vorangeht. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass du durch die Taufe bist und dann auch den Weg ans Kreuz auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass du uns Menschen zurufst, komm und folg mir nach. Und ich bin mir bewusst, dass der Ruf auch heute wieder erklingt im Menschenleben. Und ich danke dir, dass du das machst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns ein Sensorium gibst, dass wir die Stimme hören können. Und wir danken dir für die Taufe, für das Ritual, wo symbolhaft, aber auch stark dasteht, an das, was wir erfahren dürfen, im Glauben. Und ich bete heute, dass du, Heiliger Geist, Menschen an ihre Taufe erinnerst und was sie bedeutet. Und wie sie sich auch ins Leben hinein reflektieren. Und ich danke dir, dass du Menschen auch einlädst. Einlädst zu Jesus, einlädst in die Nachfolge. Und ich bete darum, dass wir Freude empfangen, Freude an der Taufe. Weil Freude ist auch Stärke, Freude ist Lebenskraft, Freude ist Erfrischung. Und so möchte der Sonntag heute ein Moment sein, wo wir uns an die Taufe erinnern und Freude darüber haben, dass du uns angenommen hast, dass du uns vergeben hast, dass du uns in die Zukunft führst. Danke vielmals. Amen. Danke fürs Reinschauen und lass uns doch in den Kommentaren wissen, was dir dabei gefallen hat. Wir als Kirche wünschen uns, dass das Leben zum Blühen kommen und wir mit Begegnungen mit Gott geniessen. Falls du Fragen oder das Gebetsanliegen hast, darfst du dich sehr gerne bei uns melden. Und falls dir das Video gefallen hat, gib uns doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst. Wenn du uns möchtest finanziell unterstützen, kannst du das hier machen. Und cool, bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.